Herzlichen Grüß Gott. Sag ich eng, liebe Volksmusikfreunde da im Gasthof Post, ein Willkommen. Es freut mich, dass narrisch viel Leute unserer Einladung gefolgt sein und die Wirtsleit und wir als Veranstalter möchten euch heute einen schönen, gemütlichen Abend bescheren. Mit echter Volksmusik. Ja, im Wirtshaus ist lustig, lautet das Motto unseres Volksmusikabends. Und der zweite Teil steht dann im Zeichen der CD-Präsentation der Brüder Lechtaler. Spielen und singen werden heute der Schlofensteiner G'swagsang, die Almröselbläser, sie haben bereits einladend geblasen, die Tiroler Wirtshausmusik und das Flügelhorn-Duo Lechtaler. Wir zwei, die Anni Diefenbacher und der Gustl Retschitzecker, wir werden zwischen ein paar Geschichten erzählen und die Musikanten näher vorstellen. Somit wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und gute Unterhaltung.
Auf der Holt bei die ziehen wir da war ja hier Polero. Und ein Stückchen geradeaus ist mein Dresseletshaus. A Kugel und Köpfchen Holz, Eichlein hat's ihre Spaß. Aber ganz ein kleines bisschen, a Krepperle Holz. Aber ganz ein kleines bisschen, a Krepperle Holz. Auf der Rollen seien's klein Vertrag, auf der Rollen seien's klein Vertrag. Klein Vertrag, seien's klein und klein seien's klein Vertrag. Klein Vertrag, seien's klein und klein seien's klein Vertrag. Klein Vertrag, seien's klein und der andere von Wolke der singt man sich voll Tolero und watschen Schempitz, nachher singt heut nix. Ist ein Bursch von der Bergstall oder ein Schnauzel, wie lachen wollt. Aber ganz ein kleines bisschen, viel Wein trinkt Holt. Aber ganz ein kleines bisschen, viel Wein trinkt Holt. auf der Rollen seien's klein Vertrag, Auf der Rollen seien's klein Vertrag. Klein Vertrag, seien's klein und klein seien's klein Vertrag. Klein Vertrag, seien's klein und klein seien's klein Vertrag. Klein Vertrag, seien's klein und die Zentz war schon recht und mir. Sie gefällt mir nicht schlecht oder roh. Sie hat ein Haus und ein Feld und ein Truchen voller Geld. Ich nahm sie mir halt, was der Ball. Ja, weil sie mir halt so viel gefällt. Aber ganz ein kleines bisschen verheiratet ist halt. Aber ganz ein kleines bisschen verheiratet ist halt. auf der Rollen seien's klein Vertrag, Auf der Rollen seien's klein Vertrag. Klein Vertrag, seien's klein und klein seien's klein Vertrag. Klein Vertrag, seien's klein und klein seien's klein Vertrag. Klein Vertrag, seien's klein Julio. Das Flügelhorn-Trio Lechtaler. Der Vater Albert, der ist mein Schwiegersohn. Seine zwei Buben, sie sind in dem Fall meine Enkel und da bin ich besonders stolz, dass die zwei schon so bärig blasen. Also, das Flügelhorn-Trio Lechtaler. Der Kleinere, der Martin, ist 7 Jahre alt und der Andreas ist 10 Jahre alt. Vom Vater sag ich es nicht.
Mein Dirndl oder Knopf auf der Seite. Ich trau mich nicht zu wie zu ihr. Ich werd jetzt am Herrgottchen bitt. Ja, dass ich nicht da so wär. Ich werd jetzt am Herrgottchen bitt. Ja, dass ich nicht da so wär. Oh, holla, di, holla, di, oh, holla, di, sassa, oh, holla, di, oh, was sagst denn da? Wird ich ein kleines Bierbel gewesen, da hat ich halt Brennsuppen gespeist. Aber jetzt ist mir so ja viel lieber, ja wenn mich der Brandwein umschmeißt. Aber jetzt ist mir so ja viel lieber, ja wenn mich der Brandwein umschmeißt. Weg mit der Brennsuppe, Schnapsel will ich haben. Oh, holla, di, oh, holla, di, sassa, oh, holla, di, oh, was sagst denn da? Geh her jetzt, du krumperte Knöpfel, ich möchte mal tanzen mit dir. Leg her jetzt dein Knopf auf mein Jochsel, sitz klein wie zu dir. Leg her jetzt dein Knopf auf mein Jochsel, sitz klein wie zu dir. Oh, holla, di, oh, holla, di, sassa, oh, holla, di, oh, was sagst du denn da? Du, ich Kopf auf Zeit, sonst fährt er noch die Eisenbahn drauf. Leiteln, jetzt kommen wir zu dem Teil der CD-Präsentation. Diese CD-Präsentation beinhaltet eine CD mit den Brüdern Albert und Christian Lechtaler, beide Mitglieder der Tiroler Wirtshausmusik,
Wie schon vorher erwähnt, der Albert, der Ältere, ist mein Schwiegersohn. Er hat die Tochter Manuela dort am Hackbrett, als Frau meine Tochter. Ich stelle gleichzeitig noch schnell kurz die ganze Gruppe vor, das habe ich am Anfang versäumt. Neben ihr sitzt unser Musikkollege Franz an der Harfe. Sie dürfen ruhig applaudieren für die Leute. Er kommt aus Pfunds, ist leidenschaftlicher Jäger, wirkt ein bisschen, er hilft seiner Frau ein bisschen und noch lieber tut er musizieren und jagen. Dann haben wir da genau hinter mir den jüngeren Bruder, der Christian. Ich darf jetzt nicht viel sagen, weil sonst nehme der Andi, die macht die CD-Präsentation, die Worte weg. Sie sagt dann, wo er herkommt, das mache jetzt alles nicht mehr ich. Und wie gesagt, daneben der Bruder, Albert Flügelhorn und Harmonika und der Christian Klarinette und Harmonika. Ein paar haben mich vielleicht noch nicht gesehen, die meisten schon. Ich bin der Gustl, Posaune und Bierglas. Zum Wohl! Die kleinen zwei Bibeln, meine Enkel und die Söhne von der Manuela und der Albert. Der Größere, habe ich schon gesagt, ist der Andreas, 10 Jahre, und der Kleine, der bläst erst seit ein paar Wochen, das ist der Martin. Den Schlafensteiner Zwagsang möchte ich auch noch kurz für Leute, die die Gruppe noch nicht kennen, das Ehepaar ein bisschen vorstellen. Der Fredi und die Edith, das sind Unternehmer, beide haben sie ein Kosmetikgeschäft. Die Edith macht die Leute von oben ab bis zum Bauchnabel schieren und der Fredi macht sie von unten von die Zehen bis zum Bauchnabel auf die Schieren. Und beide seien sie, ich habe es schon gehört, sehr humorvoll, sehr musikalisch. Der Fredi stammt von einer äußerst musikalischen Familie. Seine Mutter war Hüttenwirtin im Tial, Oberlandeck. 3 Buben waren da, einer ist leider schon gestorben, ein Urficht, der Willi Hammerl, vielleicht habt ihr es nicht kennt, manche. Und der Fredi und der Edi. Alle 3 haben gesungen und haben Singen von der Mutter von der Hüttenwirtin gelernt, die ihnen ganz urige Lieder beigebracht hat. Viele davon habt ihr heute schon gehört und einige werdet ihr noch hören. Und nach dem Programm geht es sicher noch weiter, da wird es noch von der Kathi, hat die Mutter geheißen, was hören. Und weil ich gerade Kathi sage, da ist noch eine Kathi da, und zwar, die möchte ich auch noch herzlich begrüßen mit ihren ganzen Verwandten. Das ist die Kathi Lechtaler, die Oma ebenfalls von den 2 netten Bibeln und die Mutter von den 2 großen Buben. Ja, liebe Freunde, nun kommen wir zum Höhepunkt des heutigen Abends. In der Hand habe ich eine CD, eine ganz besondere CD. Brüder Lechtaler spielen Melodien von Gustl Retschizecker. Der Albert und der Christian spielen Zierhorgel und manche Stücke werden schwungvoll begleitet von Alberts Frau Manuela. Und wie kann es anders sein, die Stücke stammen alle aus Gustls Feder. Eine Familienproduktion, kann man wohl sagen. Und wie ist diese CD zustande gekommen? 1999 im Oktober feiert Gustl in Gasthof Gemse mit seiner Familie und seinen Freunden seinen 60. Geburtstag. Viele Freunde sind gekommen und gespielt wurde den ganzen Abend. Enkelkinder, Kinder und Freunde musizierten. Es gab natürlich auch viele Geschenke. Darunter war ein kleines Backerl. Beim Öffnen staunte Gustl nicht schlecht. Drauf waren 20 Stückchen, gespielt von Christian, und darauf war zu lesen: Dir, lieber Freund Gustl, zum 60er ein Danke für die schönen Stunden, die ich musikalisch mit dir unterwegs sein durfte. Beim Anhören der Kassette kam der Gustl vom Staunen nicht mehr heraus. Drauf waren 20 Stückchen, gespielt von Christian, die der Gustl schon fast vor Jahrzehnten mit den Silberspitzlern, Tiroler Spitzbuben und Wirtshausmusik auf Tonträgern verewigt hat. Die Freude war so groß. Der Christian hat die Stücke mit viel Fleiß eingelernt und auch gespielt.
Dann kam dem Gustl die Idee, daraus eine CD zu machen. Gesagt, getan. Der Gustl holt den Albert, den Christian und die Manuela und auf ging's ins Studio Schmiedrow. Und das ist nun das fertige Produkt. Und wenn man die Kassette anhört, da hört man die Freude, die Musikalität und den Fleiß. Und nun wird es höchste Zeit, dass die zwei Brüder ihre CD musikalisch vorstellen. Gute Unterhaltung. Danke, Anni. Und beginnen wird der Christian. Über die Brüder Lechtaler erzählen. Sie stammen aus einer Familie am Reschen. In dieser Familie wurde immer von jeher viel gesungen und musiziert. Besonders gepflegt wurden die alten Volkslieder vom Vater Hans Sepp und seinen Brüdern. Auch Blasmusik hatte großen Stellenwert. So war Onkel Herbert, wie ihn die Lechtaler Kinder nannten, fast 3 Jahrzehnte Kapellmeister. Onkel Heinrich lebt in der Schweiz. Er war hervorragender Sänger und ausgezeichneter Flügelhornist. Kein Wunder, dass der Albert und der Christian so talentiert sind und von klein auf selber musizieren wollten. Sie wurden mit 3 anderen Geschwistern sehr gefördert und unterstützt von der Mutter Kathi. Und jetzt spielen sie den Landler Tiroler Gmiert.
möchte ich euch einige Worte über die Brüder Albert und Christian vorlesen. Sie stammen vom Volksmusikreferenten Otto von Blon, ORF, Radio Vorarlberg, der auch heute unter uns ist. Als Mitglieder verschiedenster Musikgruppen haben Albert und Christian auf zahlreichen Tonträgern schon bewiesen, dass sie zu den Besten zählen. Zwei Merkmale an ihnen sind auffallend. Einerseits ihre perfekte musikalische Spielweise und andererseits ihre Bescheidenheit. Gerade diese Bescheidenheit hat ihnen gemeinsam mit ihrem begnadeten Talent zu dem Ansehen verholfen, das sie auch verdienen. Sie zählen zu den besten Harmonikaspielern im Alpenraum, wie Sie auf der neuen CD hören können. Besonderer Dank gilt ihren Förderern, den Eltern, den Verwandten und nicht zuletzt Gustl Retschitzegger, der ihnen die Möglichkeit gegeben hat, ihr Können einem interessierten Publikum zu präsentieren. Mit dieser CD machen die Brüder Albert und Christian bei einigen Titeln auf der Gitarre, begleitet von Alberts Frau Manuela, nicht nur den Volksmusikfreunden eine große Freude, sondern auch dem Gustl Retschitzegger, von dem die Kompositionen stammen. Alles Gute weiterhin wünscht euch Otto von Blon. Als nächstes spielt der Christian ein Solo. Das Stickel hat geheißen Trara, es kommt die Blasmusik und ist das erste Stickel auf der CD. Wie kann es anders sein, der Franz Bosch möchte auch noch was sagen. Über die Lechtaler Brüder. Wenn ich den Namen Lechtaler höre, dann denke ich spontan an Albert und seinen jüngeren Bruder Christian. An Virtuosität, an Schwung und perfekten Rhythmus, an Ziehharmonikaspiel in besten tirolerischer Tradition. Aufgrund der engen Beziehung zu Gustl Retschitzegger sind sie natürlich auch die besten Interpreten seiner Kompositionen. Dass Christian manchmal auch noch die Klarinette greift und Alberts Frau Manuele bei einigen Stücken die Gitarre schwungvoll begleitet, ist der Tupfen auf den i.
Überzeugen Sie sich selber und genießen Sie diese CD. Herzlichst Franz Bosch. Und zum Gustl hat er auch noch was zu sagen. Wenn ich den Namen Gustl Rätschitzecker höre, dann denke ich spontan an Lebenslust, Musizierfreude, an schmissige Stückchen und an lustige Abende ohne Ende. Gustl ist das Paradebeispiel von einem Erzmusikanten. Wenn er seine Posaune, das Flügelhorn oder die Tuba bläst, dann verschmelzt er förmlich mit seinem Instrument. Da es ihm in seiner Musizierfreude auch immer wieder schneidige Stückchen einfallen, ist ein weiterer Beweis für seine volksmusikalische Ader. 19 Beispiele dafür hören Sie auf dieser CD. Und nun hören Sie die Marterpolka zu dritt und dann gibt es eine kleine Pause und Sie können diese super CD kaufen. Heute ist sie ganz billig. Ich möchte gern den Erich Hauer als Bürgermeister von Strengen herbitten. Lieber Gustl, liebe Familie Rätschitzecker, liebe Freunde der Volksmusik und der Heimatmusik, es freut mich besonders, dass ihr nach Strengen gekommen seid, heute diese CD-Vorstellung und diesen Musikabend da im Gasthof Post zu gestalten. Man sieht, volles Haus, das deutet hin, dass ihr bewährte Musik spielt, eine bewährte CD produziert und dafür im Namen der Gemeinde Strengen einen herzlichen Dank. Ich wünsche euch noch einen netten, schönen Abend und einen großen Erfolg mit eurer CD und ich hoffe, dass es vielleicht die Möglichkeit gibt im nächsten Jahr, dass ihr wieder einmal nach Strengen kommt. Das wäre mein Wunsch und wünsche euch alle noch eine gute Unterhaltung. Erich, danke für die netten Worte. Danke sehr.
Liebe Freunde, zum Abschluss darf ich noch einmal die Tiroler Wirtshausmusik ankündigen. Sie spielen ein flottes Stückel und der Schrofensteiner Zweigesang verabschiedet sich mit dem lustigen Liedl. Der Abend neigt sich langsam dem Ende zu. Es war ein schöner Abend. Es hat mich gefreut, dabei zu sein. Ich wünsche euch alles Gute, einen schönen, ruhigen Advent. Auf Wiedersehen. Ich möchte mich gleich bei der Anni bedanken, dass sie so nett durch den Abend geführt hat, besonders die CD-Vorstellung. Ich muss dazu sagen, ein besonderes Lob an die Anni und einen besonderen Applaus. Sie hat heute das erste Mal in ihrem Leben gemacht. Bravo! Im Spital, zerschunden ist er fast überall. Er wackelt gleich hin und gleich her, sodass nicht zum Aushalten wär. Da sagt der Herr Doktor, mein lieber Herr, Sie saufen zu viel und das ist schwer. Da sagt der besoffene Grenzer mit so Blick, ich sauf ja, weil die Welt untergeht. Da sagt der besoffene Grenzer mit so Blick, ich sauf ja, weil die Welt untergeht. Die Frau Kellnerin, sie hat heut einen Schatz, bei ihr hat so mancher einen Platz. Es ist heute so schuld bei ihr, sie schwärmt von einem festen Kavalier. Und wenn man sie fragt, wieso sie das macht, zur Antwort sie gibt unsere Pracht. Ich liebe die Männer und ich bin deshalb nicht schuld, weil sie bald die Welt untergeht. Ich liebe die Männer und ich bin deshalb nicht schuld, weil sie bald die Welt untergeht. Dem Schurchter verpfändet's ganz Haus, er macht sie fein gar nicht viel raus. Konträr sagt er dann gleich zu ihr, komm mal, die ganz ein wenig mit mir. Dann fahren wir's zum Heirigen gezogen, und wenn wir auch keine Einrichtung haben, wir brauchen's kein Kasten und kein Tisch und kein Bett, weil sie bald die Welt untergeht. Wir brauchen's kein Kasten und kein Tisch oder ein Bett, weil sie bald die Welt untergeht. Ja, ich habe gesehen, allgemeiner Wunschzugabe. Und ich habe ganz einen speziellen Wunsch, der wird auch sicher ganz gut gefallen. Ich wünsche mir von denen zwei, sauf du alter Gassenschlanke. Das stört denen zwei ganz gut. Besonders am Fredi. Ja, es ist ein Streitlied zwischen einem sich innig liebenden Ehepaar, so wie wir zwar sein, gell? Und wenn ich auf die Nacht vom Stammtisch heimkomme und das Schlüsselloch nicht mehr finde, da geht die Musik los. Sauf, du alter Gassenschlange, sauf bis du da stickst daran. Lass mich saufen, liebe Sachen, lass mich saufen, solange ich noch kann. Bist schon wieder sternenvoll, Geh, meine Alte, das ist toll. bist schon wieder Geh, meine Alte, geh, meine Alte, das ist toll. Geh, meine Alte, geh, meine Alte, geh, meine Alte, das ist toll. Suff, du Lenker. Alle, weil geht's auf mich los und die anderen saufen auch alle. Wenn du trinkst so 2, 3 Glaseln, sag ich noch nix dazu. Ja, aber ich sauf lieber aus am Fassel, weil da hab ich entlass nur. Ja, da kriegst du halt dann raus. Und das war bei ihr gar raus. Ja, da kriegst du, ja, Und das war voll, und das war voll, bei dir gar raus. Und das war voll, und das war voll, und das war voll, bei dir gar raus. Was saufst denn du immer so viel? Ja, wenn die alle mal so einen Durst haben. Und im Rausch wirst müssen sterben. Schaust schon aus, als wär er Sau. Und du, meine Alte, wärst als Erben und ein bisschen gemachte Frau. Was wird von dir noch übrig bleiben? Ja, meine Hosen, die kehren ein. Was wird von dir noch? Was Meine wird von dir Hosen, noch? ja, Was wird meine von dir Hosen, noch die übrig kehren ein. bleiben? Was
ja meine Hosen, ja meine Hosen, ja meine Hosen, ihr Kerlein. Aber nichts bleibt von dir übrig, wenn du so weiter saust. Ich habe dann auch ein paar alte Gummistiefel habe ich auch noch daheim. Deine kleinen zerrissenen Hosen, die kein Mensch mehr blicken kann. Ja, aber die muss ich lernen halten, weil ihr seid von einem braven Mann. Schweige still, du dummer Bär. Ja, aber einen braven kriegt's nicht mehr. Schweige still, du Ja, schweige ein braven, still, ja, ein braven kriegt's nicht mehr. Ja, ein braven, ja, ein braven, ja, ein braven kriegt's nicht mehr. Aus ist mit dem Saufen, fertig ist. Ja, das Programm wird langsam zu Ende, aber ich muss noch 2 Wünsche erfüllen. Nachdem als unser Franz ein leidenschaftlicher Jäger ist, habe ich dann eine nette Sache. Und dann hat noch einer vom Franz eine Harfensolo der Pause gewünscht. Und ich gesagt, das erfüllen wir gerne. Und der Christian tut ihn begleiten. Also ihr Herz Harfe in Vollendung am bärigen Landler, der heißt Gruß aus dem Muntrintal. Unser Franz stammt nämlich aus dem Muntrintal. Und zwar aus Langkampfen bei Kufstein. Ja, aber jetzt noch auch das über den Jäger Natz. Unlängst, es hat narrisch geregnet, da ist mir der Jäger Natz begegnet. Am Ärmel auf seinen grünen Gwantel tragt er ein schwarzes Trauerbantel. Erschrocken frage ich, Natz, ja wie? Wer ist denn etwa gestorben bei dir? Mein Weib, sagt er, sie hat nicht lang gelitten, sie hat sich einen Finger geschnitten. Ja, sag ich komm nicht mit. Wegen sowas stirbt der Mensch doch nicht. Normalerweise nicht, sagt er, aber weißt, sie vertragt den Schmerz so schwer. Geschrien hat sie, als gang's ums Leben, da haben wir den Gnadenschuss gegeben.
bleibt aber ruhig nur sitzen. Wir machen jetzt einen Ausschmeißer. Das heißt aber nicht, dass ihr jetzt heimgehen müsst, sondern das Programm beendet ist. Und diese Polka stammt von einem tschechischen Komponisten und heißt Zwei Tränen.
Dankeschön. Danke sehr.
ist das Wildschützleben, sein Irrmann ist im Moor, und der Stutz am Heben, wo ist sein Wind schon da? Er hat zwar scharfe Augen, ein rechter feines Gehör, das durch den Wildschütz tausen, was braucht er ja mehr? Ganz lang jung, wir mein Sohn, das war nicht schlecht, jung, aber fein muss was sein, noch gar nicht recht. Hulje, Huljo, das gleicht sich die Sonne unter, wünscht euch gute Nacht. Da wird der Wildschützmutter sein Sterne wie Melon. Ob's Regen oder Schein, ob's donnert oder blitzt, denkt er in seinem Treiben, dass ihn der Ohre schützt. Ganz lang jung, mir leid so, das war nicht schlecht, Julio, aber fein muss was sein, noch gar nicht recht. Julio, Julio, der Stutzerl unterm Jocken, schreibt er und still im Woll. Er tut den Jager Funk, wenn's ganz und blutig voll. Das kann zu laufen und schleicht Meißel still noch Haus. Er tut sein Hirn rucken und locht den Jager aus. Ganz lang jung, mir leid so, das war nicht schlecht. Oh, fein muss was sein, noch gar nicht recht. Hulje, Huljo, Ich habe die Freude anzukündigen, dass unser Freund Otto von Blon, Volksmusikreferent von Studio Vorarlberg, er holt uns des Öfteren aus. Seit über 10 Jahren holt er uns aus zum Volksmusikständle. Das ist eine Veranstaltung in verschiedenen Gasthäusern und Orten im Vorarlberg, wo die Leute wünschen können, wo eine Wunschliste aufliegt. Sie spielen meistens 3 Gruppen, zwar instrumental eine Gesangsgruppe, und die Leute können wünschen, so wie bei der Franz Bosch Weise, nur nicht mit Fernsehen, aber mit Rundfunk. Die Leute können wünschen und Grüße durchgeben, und da sind wir oft zu Gast und er ist der Moderator. Es freut uns ganz besonders, dass er uns heute mit uns ein Stückchen spielt.